Alright, wir haben heute einen Gastprediger unter uns. Und ich habe gesagt, ich werde es nicht sagen, aber das sage ich trotzdem. Ich habe ein Jahr lang auf diese Predigt gewartet. Ist wahr, ich habe ein Jahr lang auf diese Predigt gewartet. Und das ist von Michi Bera. Vielleicht kennt ihr ihn schon. Er ist Pastor in der FEG Rapperswil. Die Guru-FEG in der Schweiz, die grossen FEG, machen eine geniale Arbeit. Und er ist geheiratet, hat gesagt, volljährig, 18 Jahre mit 2 Buben. Der Michi studiert, er macht seine Doktorarbeit im Thema Theology of Relationship. Eigentlich ist das Thema anders, aber ich kann nicht mir merken, es ist schon ein bisschen kompliziert, wenn man das Wort hört, aber es ist eigentlich nicht so kompliziert. Das Thema geht um, wie ist es überhaupt möglich, eine echte Beziehung mit Gott zu haben? Wie kann diese Beziehung aussehen? Und wir haben mal uns austauscht über dieses Thema und ich bin so begeistert von das, was er erzählt hat. Und ich habe gefunden, hey Michi, du musst das unbedingt auch bei uns in der Kirche predigen. Michi, sorry for the pressure nochmal. Aber ich freue mich mega, dass du da bist. Du darfst auf die Bühne kommen. Und ich werde noch kurz für dich beten. Sehr gerne. Gut. Danke. Und dann dir geben. Jesus, danke, dass du da bist. Danke, dass du durch mich sprichst. Vater, danke, dass wir dürfen jetzt deine Stimme hören. Ich bitte dich, dass du mich erfüllst mit dem Geist, ausrüstest mit das, was er braucht. Danke, dass du durch ihn mit unseren Ohren und Herzen sprichst. Danke, Herr, dass wir jetzt dich begegnen. Amen. Amen. Merci, dass du da bist. Danke vielmals für die sehr begeisternde und überhaupt keinen Druck aufsetzende Introduction. Ja, wenn jemand ein Jahr lang wartet, dann sehr gut. So gut da zu sein. Es ist schön bei euch. Also bei euch hat es im Moment gerade gleich viel Nebel wie bei uns. Das ist ja außergewöhnlich, oder? Im Normalfall hat es ja, glaube ich, im Aargau eigentlich schon mehr Nebel, oder? Ist das richtig? Das ist so das Gerücht, das man amigs hört. Okay, wir gehen gar nicht dorthin, sondern wir steigen gerade direkt ins Thema rein. Vorher ist die Folie ja schon gekommen, wo wir etwas gesehen und sagen, es geht ums Thema Beziehung mit Gott. Und extra wegen dem Thema Beziehung mit Gott bin ich eingeflogen worden, weil niemand anders über das Thema kann reden, oder? Ja, nein, also eigentlich denkt man ja schon, ja, was ist jetzt mit dem so besonders? Es ist ja klar, das ist etwas, das kennen wir seit eh und je. Ja, wir reden davon, man hat eine Beziehung mit Gott, wir reden davon, man hat eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus. Das sind schon fast die Worthülsen im christlichen Jargon per se, oder? Beziehung, alles klar. Ich glaube eben, es ist gar nicht so klar. Von was reden wir? Was für eine Beziehung meinen wir denn, wenn wir von einer Beziehung mit Gott reden? Beziehung ist ja so ein Sammelbegriff, da hat alles Mögliche drin Platz. Und was meinen wir, wenn wir von einer Beziehung mit Gott reden? Das ist so ein der Sache, die wir heute nachgehen wollen. Ich bringe ein paar Beispiele, was für Arten von Beziehungen es dann gibt. Die einen haben eine Beziehung mit ihrem Auto, oder? Ich weiß nicht, ob das eher Männer sind, ich weiß es nicht, aber geben Kosenamen und haben eine innige Beziehung mit dem Auto. Das ist auch eine Art von Beziehung, oder? Es kommt nicht viel zurück, einmal nicht aktiv, aber es ist irgend so etwas, was man könnte Beziehung nennen. Oder Beziehung mit dem Coiffeur. Ja, das ist auch eine Beziehung, oder? Also ihr habt etwas voneinander, vielleicht ein bisschen näher, vielleicht ein bisschen weniger näher. Er braucht dich, weil du bringst Kohle, du brauchst ihn, weil deine Haare geschnitten werden. Das haben wir irgendwo im März und so haben wir das festgestellt, oder, dass es noch gut ist. Oder Beziehung mit dem Chef ist auch eine Art Beziehung. Ist das, was wir damit meinen, Gott, Mensch? Oder dann gibt es die Beziehungen mit den Liebsten, mit den Leuten, die uns ganz, ganz besonders nahe sind. Zum Beispiel Partner, Partnerin, Kind, Eltern, Freunde, ganz verschiedene Arten von Beziehungen. Und ich habe mich in den letzten paar Jahren
nebenher recht stark mit Beziehungswissenschaften auseinandergesetzt. Und die machen etwas ganz Hilfreiches. Die nehmen nämlich verschiedene Kategorien für das, was für Arten von Beziehungen gibt es denn. Und das gibt ein bisschen Klarheit ins Chaos rein. Und eine von diesen Kategorisierungen ist etwas, wo man eigentlich auch so ein bisschen im normalen Sprachgebrauch bringen. Und darum habe ich da vorne, das ist keine Zielscheibe, sondern ich möchte euch kurz zeigen, was für Arten von Beziehungen dort genannt werden. Darum haben wir etwas, wo man ein bisschen einordnen kann. Die eine Art von Beziehung, das ist vielleicht das, was wir einfach ganz allgemein Beziehung nennen würden. Beziehung, und zwar, ich schreibe es mal unten an. Das ist eben vielleicht Beziehung mit einem Coiffeur, mit sonst irgendjemandem. Das Entscheidende da ist, das wäre der äußerste Kreis. Das Entscheidende da ist, es braucht Gegenseitigkeit. Das ist die Definition von Beziehung, oder? Es kommt etwas auf beide Seiten. Es läuft in beide Richtungen. Vielleicht sogar eine gewisse gegenseitige Abhängigkeit. Jetzt kommt darauf an, was man darunter versteht, oder? Aber mit dem Coiffeur hast du auch eine gewisse gegenseitige Abhängigkeit, oder? Er braucht dein Geld, du brauchst seine Skills. Das sind Beziehungen, so die äußersten. Der nächste Kreis von Beziehungen, die es gibt, die kann man persönliche Beziehungen nennen. Persönliche Beziehungen, das ist jetzt schon ein bisschen näher da drin, in diesem Kreis. Und ihr merkt, das eine, je näher es drin ist, ist immer noch ein Teil vom Äußeren. Persönliche Beziehungen, was meint man eigentlich mit dem? Das heisst, es kommt darauf an, wer ist denn die Person da drin? Und das ist das Entscheidende. Ich bringe dir ein Beispiel. Du hast eine Beziehung vielleicht mit dem Metzger. Das ist keine persönliche Beziehung, wenn du sagst, naja, wenn der Konkurs geht oder so, dann gehe ich einfach zu einem anderen. Du bist einfach eine da außen, oder? Ja, aber wenn es eben der Metzger muss sein, weil das so ein toller Typ ist, ja, dann wird es persönlich, dann ist es eine persönliche Beziehung. Oder weil der etwas kann, wo kein anderer kann. Oder sagst, ja, ich gehe überall hin, der kennen ist so gut wie der. Das macht es persönlich. Es kommt darauf an, welche Person dort involviert ist. Das spielt nicht bei jeder Beziehung eine Rolle. Nächstes. Nähe Beziehungen. Nähe Beziehungen, wieder ein Kreis weiter drin. Das sagt das Wort schon, das sind Beziehungen, die näher sind. Das heisst, die Gegenseitigkeit, die gegenseitige Abhängigkeit ein Stück weit ist stärker. Eine der ganz klaren Sachen wären zum Beispiel verwandtschaftliche Beziehungen, oder? Also, Kenan hat gewählt, dass er Sohn ist, das wird man einfach, oder Tochter. Ja, das ist ein näheres Verhältnis. Da bist du reingestellt, ob du das willst oder nicht. Da hat es eine Abhängigkeit, wo du nicht so schnell los wirst. Und jetzt merkst du schon, nähere Beziehungen können positiv sein oder durchaus auch negativ. Aber du kannst auch nicht einfach flüchten, weil du bist verbunden dort drin. Und wenn du darüber nachdenkst, die nächsten Beziehungen hast du vielleicht mit deinem besten Freund und mit deinem ärgsten Feind. Das sind nahe Beziehungen. Und wenn es mit deinem besten Freund ist, dann nachher gibt es eine weitere Bezeichnung. Und das kann man intime Beziehung nennen. Intime Beziehung. Intime Beziehung, das ist so das Nächste, was wir haben, mit dem, dass wir sagen, es sind positive Beziehungen. Das sind die Beziehungen, die wir Menschen am nötigsten haben, wo am schwierigsten ist, dass es wirklich zustande kommt. Und es sind die am schwierigsten sind, am Aufrechterhalten. Aber von dem leben wir. Das ist das, wo wir uns danach sehnen. Intime, nahe, positive Beziehungen haben mit Leuten. Das mal ein bisschen als eine Einteilung. Vielleicht hat schon das eine oder andere in deinem Kopf gerattert und jetzt die Frage, oder? Von was für einer Beziehung reden wir dann, wenn wir von einer Beziehung mit Gott reden? Was ist das? Und um das zu beantworten, Beziehungssprache sind ja Geschichten. Müssen wir in die grosse Geschichte von Gott mit dem Menschen eintauchen. Und das machen wir, indem wir zuvorderst vorne in der Bibel anfangen, im ersten Buch Mose, und mal anschauen, wie hat denn das angefangen, das Verhältnis Gott-Mensch.
Bevor wir das machen, möchte ich aber noch kurz eine Bemerkung loswerden. Wir haben nämlich etwas vergessen da vorne. Es gibt auch keine Beziehung. Oder? Das ist da irgendwo da außen. Keine Beziehung. Das gibt es auch. Und vielleicht sagst du oder du daheim am Livestream und sagst, also wenn ich an Gott denke, dann würde ich sagen, habe ich eigentlich keine Beziehung mit Gott. Was sind denn keine Beziehung mit Gott? Ich glaube, es gibt 3 verschiedene Arten, wie das stattfinden kann. Die erste Art ist das, dass du schlicht sagst, Gott gibt es nicht. Wenn es den Gott nämlich nicht gibt, wenn es da keins Gegenüber gibt, ja, dann bist du alleine als Mensch. Logisch, oder? Und dann ist da keinerlei Beziehung vorhanden. Ist uns eigentlich klar. Aber vielleicht gibt es Leute, die sagen, ja, nein, ich glaube nicht, dass es Gott gibt. Dann wäre da ja so auch keine Beziehung vorhanden. Oder das Nächste, wie es zu keiner Beziehung kommt, ist das, wenn Gott nicht wirklich ein Gegenüber ist, sondern zum Beispiel eine unpersönliche Kraft. Eine kosmische Energie, die einfach ist, die irgendwie da ist, ja, dann ist das im eigentlichen Sinn ist das auch keine Beziehung. Dann wäre es Gott wie eine Sache, eben eine Energie als Gegenüber. Das wäre so wie die Beziehung mit dem Auto, oder? Wenn Beziehung Definition ist, es ist Gegenseitigkeit, da kommt etwas, da kommt Reaktion, da kommt Aktion. Ja, dann ist das mit der unpersönlichen kosmischen Energie, wie auch immer sie genannt wird, selbst wenn es Liebe ist, dann ist das nicht wirklich eine Beziehung. Und das Dritte, und das wäre das, was es auch noch gibt, wäre, wenn in dem Verhältnis zwischen Gott und Mensch, du als Mensch nicht wirklich als ein persönliches Gegenüber behandelt wirst, sondern mehr als Sache. Und das werde ich euch kurz darstellen. Ich stelle heute alles Mögliche dar. Oder das ist die Vorstellung, wenn das du bist, du als Mensch, da, dann wäre das ein Ansatz, was auch keine Beziehung ist. Die Vorstellung, dass dieses Verhältnis zu Gott eigentlich so ist, dass du eine Marionette bist, oder? Gott steuert alles, Gott bestimmt alles, er lenkt alles, ob du willst oder nicht, ob sonst irgendetwas ist. Eigentlich, wenn das Gott-Mensch-Verhältnis so wäre, wäre das so, dass du gar nicht wirklich ein Gegenüber bist, sondern eine Sache in der Hand von einem allmächtigen Gott. Und jetzt merkt ihr schon, jetzt wird es schon ein bisschen enger, oder? Zum sagen, ja, der eine oder andere hat vielleicht so eine Vorstellung von Gott, dass Gott so wäre, wie dass er uns als Marionette behandelt. Aber streng genommen ist das keine Beziehung. Da hat es keinerlei Gegenseitigkeit. Gott, der alles steuert, wir, die einfach eigentlich machen können, was wir wollen, das passiert einfach mit uns, zwischen uns und Gott. Also was für eine Beziehung ist es denn, wo die Bibel davon redet? Und wir sehen recht schnell, wenn wir da hineinschauen, dass es definitiv eine Beziehung ist, die auf Gegenseitigkeit ist. Schon auf der ersten Seite der Bibel merken wir, da findet eine gegenseitige Sache statt, die effektiv eine Beziehung ist. Und sogar noch einen Schritt weiter, es ist etwas Persönliches. Es ist etwas, wo absolut entscheidend ist, wer da drin involviert ist. Gott tritt auf als eine Person, nicht wie ein Mannsgöckel, aber er kommt als Person, er rettet. Er handelt, er hat einen Willen, er hat eine Absicht, er hat sogar Freude, er feiert Sachen. Das alles sehen wir auf der ersten Seite der Bibel. Gott ist effektiv eine Person, nicht einfach eine unpersönliche Kraft. Und der persönliche Gott, der schafft. Und das möchten wir jetzt miteinander kurz anschauen. Wie schafft denn er? Wir lesen das im 1. Mose 2, im Vers 7, und das lesen wir miteinander. Da nahm Gott Erde und formte daraus den Menschen und blies ihm den Lebensatem in die Nase. So wurde der Mensch lebendig. Ich will ein paar Sachen herausstreichen. Ihr seht, das ist unterstrichen. Die Erde, der Mensch, der Lebensatem.
Wo Gott den Mensch geschaffen hat, hat er ihn nicht einfach nur als eine Sache geschaffen. Das könnte man ja meinen. Er hat aus der Erde genommen, aus dem Erdboden. Kleine spannende Randbemerkung im Hebräischen. Das Wort für Erde ist Adama und das Wort für den Mensch ist Adam. Also aus Adama, aus Erde, hat er den Adam geschaffen. Da ist schon eine nähere Verbindung. Er nimmt Erde, er nimmt Materie. Ist denn der Mensch einfach nur Materie in der Sicht von Gott? Und das sehen wir beim nächsten. Nein, er kommt ihm näher und bläst ihm den Lebensatem ein. Und mit dem Einblasen wird der Mensch, so heisst, wird ein lebendiges Wesen. Das ist das gleiche Wort, das das Kapitel vorher auch für Tiere benutzt wird. Das sind auch lebendige Wesen. Was aber der Unterschied ist, der kommt nicht das Persönliche zur Geltung. Er schnauft den Lebensatem ein. Und im ersten Kapitel kommt etwas Spezielles. Da heißt es, er schafft den Mensch in seinem Bild, als Ebenbild. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das versteht. Was heißt denn Ebenbild? Ebenbild kann man ganz unterschiedlich verstehen. Ich persönlich glaube, das beste Verständnis für Ebenbild ist das: Es schafft den Mensch als ein Wesen, das beziehungsfähig ist. Das ist das, was es heisst, im Ebenbild von Gott zu sein. Fähig zur Beziehung, fähig zu lieben. Er schafft den Menschen in Liebe, weil er schafft ihn aus Liebe und er schafft ihn auch dazu zu lieben. Das ist mit keinem Tier so der Fall. Und das heisst, wo Gott den Menschen schafft, der Vater da, wo ich bringe, das will ich so wie sagen, das ist die Beziehung, die Verbundenheit. Und das ist gegenseitig, das läuft auf beide Seiten. Gott schafft den Mensch als ein Beziehungswesen, das tiefste drin. Und es ist spannend, du kannst auch Beziehungswissenschaften studieren, die sagen alles Gleiche. Wir Menschen, wir sind von Grund auf Beziehungswesen. Das ist ein wesentliches Merkmal von uns. Und so schafft Gott den Mensch in Verbindung mit ihm. Und er schafft nicht einfach nur irgendeinen Mensch, sondern er schafft sein Mensch. Das macht es persönlich. Als es Gegenüber. Er, der Gott, so wie er ist, du als Mensch, so wie du bist, als es Gegenüber, als es Du. Nicht einfach irgendeine Sache, es Du. Und das ist schon noch faszinierend, dass Gott das macht, oder? Hätte er nicht müssen. Ein bekannter Philosoph, ein jüdischer Philosoph, Buber hat der geheißen, hat das gesagt: Schau mal, ich, du. Das ist etwas ganz Entscheidendes, die Ich-Du-Beziehung, den anderen wirklich wahrzunehmen. Und genau das macht Gott, so schafft er uns. Das ist die Verbindung, die wir mit Gott haben. Jetzt geht es aber noch einen Schritt weiter. Und da merken wir, das ist eine nähe Beziehung. Wieso ist das eine nähe Beziehung? Wie schnell wird dir bewusst, die Beziehung ist schon ein bisschen speziell, oder? Darum habe ich das Bild da genommen. Gott ist so anders, so viel grösser als du. Das ist nicht einfach Kumpel oder so. Im Bild gesprochen, da ist eine Abhängigkeit da, oder? Und das passt uns nicht so, wenn du das so anschaust. Da ist eine Abhängigkeit da von Gott. Er ist der allmächtige Gott, du bist nur ein Mensch. Er ist der Schöpfer, du bist Geschöpf. Und wenn du das so anschaust, tut es einem fast weh. Und du denkst, ja, aber warte mal, ja, das ist eine gewisse Nähe, oder? Ob sie gut oder schlecht ist, das wissen wir im Moment noch nicht. Aber es ist klar, du als Mensch, du bist abhängig von dem Gott und nicht umgekehrt. Du als Mensch bist abhängig von dem Gott. Du hast ihn nicht gewählt. Du hast nicht gewählt, Mensch zu werden. Du bist einfach geschaffen worden. Und aus dem heraus passiert schnell, dass wir dann ein Bild haben von dieser Beziehung, dass man denkt, also, wir hängen da ab, wir haben eigentlich keine Chance. Der Gott, der ist alles bestimmend, wenn auch nicht Marionette, dann nachher ist es doch etwas, wo mich gefangen nimmt, oder? Ein Gott, der mich sozusagen einwickelt, vielleicht ein Stück weit sogar um den Finger wickelt, an sich bindet, ob ich das will oder nicht, das ist einfach so und ich kann eigentlich nichts dagegen machen.
Ja, ist es das, wie die Beziehung zwischen Gott und Mensch abläuft? Ist es das? Etwas ganz Interessantes. Etwas, was wir oft nicht sehen, ich habe vorhin gesagt, es ist eine gewisse gegenseitige Abhängigkeit, Definition von Beziehung. Und jetzt wird etwas Spannendes. Ja. Also wenn es dann wirklich eine Beziehung mit Gott ist das eine Beziehung, wo Gott auch abhängig ist von uns? Darf man das sagen? Könnte man das sagen? Interessante Frage. In einer gewissen Art und Weise ist Gott sogar abhängig von uns. Nicht gleich wie wir von ihm abhängig sind. Wir haben das nicht gewählt. Er hat die Abhängigkeit gewählt. In dem Moment, wo er uns als Geschöpf geschaffen hat, ist er zum Schöpfer geworden. Und seitdem ist er der Schöpfer. Vielleicht in einem anderen Bild, das es noch ein bisschen klarer ausdrückt, oder? Wenn Eltern Kind produzieren, wenn Eltern ein Kind möchten, oder ein Vater, ja, wann wird ein Vater zum Vater? In dem Moment, wo es ein Kind gibt, wo es einen Sohn, eine Tochter gibt. Und von dem Moment an ist der Vater immer Vater. Und in dieser Art und Weise hat Gott sich auf uns eingeladen und hat gesagt, ich mache mich sogar ein Stück weit abhängig von dir. Es gibt eine gewisse Veränderung. Ich bin ab jetzt dein Vater, deine Mutter, dein Eltern, dein Schöpfer. Also Gott kommt auch auf uns hin und das ist nicht ein Verhältnis, und das möchten wir jetzt gerade anschauen, nicht ein Verhältnis, wo irgendwie so ein gefangenes Verhältnis ist, es ist ein näheres Verhältnis, sondern als unser guter Vater nimmt er uns, die eigentlich komplett abhängig sind, auf einer ganz anderen Ebene sind als er, und er nimmt uns wie ein guter Vater und nimmt uns auf Augenhöhe. Stellt euch das mal vor. Der Schöpfer vom Universum nimmt dich, nimmt mich, nimmt den Mensch auf Augenhöhe auf. Nicht, weil wir dorthin gehören und weil wir so toll sind. Nein, er nimmt uns auf. Wie ein guter Vater sein Kind Stück für Stück auf seine Ebene aufnimmt und sagt, schau, ich möchte mit dir zusammen etwas machen. Und ich werde euch gerade einen Vers zeigen oder einen Abschnitt am Anfang der Bibel, wo das so deutlich wird, dass eine Partnerschaft ist mit Gott. Das lesen wir auch im 2. Kapitel im Vers 15. Gott, der Herr, setzte den Menschen in den Garten Eden. Er gab ihm die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und zu schützen. Ja, Gott schafft die Welt und schafft den Menschen und sagt, und jetzt in Partnerschaft mit mir setze ich dich ein als CEO von dieser Welt. Bebau, bewahr, mach etwas daraus. Nicht unabhängig von mir, aber zusammen mit mir. Und etwas, was noch persönlicher, noch besser deutlich wird, ist im Vers 19, was unten durch steht. Er formte aus dem Erdboden die Landtiere und die Vögel, das ist Gott, und brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Genau so sollten sie dann heißen. Das ist doch eine Nähe, wo Gott sagt, schau mal, ich müsste das nicht machen. Das könnte ich selber recht gut, oder? Ich bin ja schließlich der Schöpfer, aber ich nehme dich auf Augenhöhe auf und sage, mit dir zusammen, in Partnerschaft, will ich mit dir wirken. Und noch etwas mehr. Nicht nur Partnerschaft, sondern auch Freiheit. Er gibt einem Menschen Freiheit. Was für eine Freiheit ist das, was wir Menschen haben in dieser Beziehung? Wir haben schon festgestellt, es ist keine absolute Freiheit. In dem Moment, oder, genauso wenig wie ein Sohn absolute Freiheit hat vom Sohn sein. Nein, er wird immer Sohn sein. Die Tochter wird immer Tochter sein. Das ist keine absolute Freiheit, das ist nicht in deiner Wahlmöglichkeit. Aber es ist eine Freiheit von der Entscheidungen. Freiheit, sich können auf die Verbindung, die da ist, wo man nichts dazu beitragen hat, sich entweder auf die einzulassen oder auch nicht. Und diese Freiheit gibt Gott. Wieso gibt er sie? Er gibt sie aus Liebe. Lasst uns den Vers 16 und 17 anschauen und zuerst noch den Vers 9.
Symbolik für die Freiheit. Viele verschiedene Bäume ließ er Gott im Garten wachsen. Sie sahen prachtvoll aus und trugen köstliche Früchte. In der Mitte des Gartens standen 2 Bäume. Der Baum, dessen Frucht Leben schenkt, und der Baum, der Gut und Böse erkennen lässt. Und dann im Vers 16, dann schärfte er ihm, Mensch, von allen Bäumen im Garten darfst du essen, nur nicht von dem Baum, der dich gut und böse erkennen lässt. Sobald du davon isst, musst du sterben. Die Bäume, oder die Geschichte, die Bäume dort in dem Paradies, Symbol von der Versuchung. Wieso sind die dort? Wer hat die dort hingepflanzt? Das muss der Teufel höchstpersönlich gewesen sein, der die dort hingepflanzt hat. Nein. Ja, der Mensch hat sie auch nicht gepflanzt. Wer hat sie gepflanzt? Gott hat sie dort hingepflanzt. Und du denkst ja, aber Gott, wieso machst du das? Das ist ja das Strauchelding. Das ist das, wo einem Menschen die Möglichkeit gibt, dass er fallen kann, dass er sich gegen dich entscheiden kann, dass er etwas anderes... Ja, genau. Gott hat die Bäume dort hingepflanzt, um einem Menschen die Freiheit zu geben, sich auch gegen ihn zu entscheiden. Und das ist ein Akt der Liebe, Leute. Wie wenn er das nicht hätte gemacht, dann wären wir wieder beim Anfang bei den Marionetten, oder? Und Gott hat keine Marionetten als Gegenüber wollen, sondern ein Mensch, der aus Liebe geschaffen wird, in dieser Liebe die Freiheit überkommt, mit der Absicht, dass der Mensch sich aus Liebe, aus Freiheit für die Beziehung mit Gott auch entscheidet. Und ich glaube, das ist so etwas Entscheidendes. Und Gott ist ein enormes Risiko mit dem eingegangen. Und wir kommen gerade drauf. Das ist ein Risiko. Das war ein Risiko. Völlig berechtigt. Und jetzt sehen wir, Gottes Absicht von Anfang an ist definitiv eine intime Beziehung gewesen. Eine Beziehung, die nämlich nicht Zwang ist, wo nicht du kannst nicht anders, du musst, sondern eine Beziehung, die aus freiem Stück Liebe von Gott und Zurückliebe vom Mensch, das wäre die Absicht gewesen. Aber wir wissen alle, dass der Mensch mit der Freiheit, die er hatte, in dieser Verbindung mit Gott, ist es zu einem Bruch gekommen. Viele von euch, die jetzt da sind, kennen die Geschichte wahrscheinlich. Vielleicht auch viele, die daheim zuschauen, vielleicht auch nicht. Aber da ist die Geschichte, wo der Mensch sich entscheidet, die Verbindung mit Gott, die Beziehung zu kappen, durchzuschneiden. Der Mensch entscheidet sich für die Autonomie. Ich will selber. Ich will selbstständig. Ich will nicht so mit dir verbunden sein. Er vertraut in dieser Geschichte der Schlange mehr als dem, was Gott gesagt hat. Er sagt, ich will selber, ich kann selber, ich will so sein wie Gott. Eine spannende Sache. Er ist ja eigentlich schon so. Er ist schon das Ebenbild Gottes. Und er hat das Gefühl, losgelöst von Gott könnte er das mehr leben. Wie bescheuert ist denn das? Aber das ist es, was passiert. Der Mensch löst sich. Und weißt du was? Gott lässt das zu. Gott lässt das zu. Er geht nicht an und fesselt den Menschen und sagt, du musst jetzt aber und das kann ja nicht sein und du gehst in den Tod, wenn du das machst. Nein, er lässt das zu. Loslassen gehört auch zu intimen Beziehungen, zum sagen, nein, aus freiem Stück soll der andere. Und ich werde euch einen Text zeigen, gerade nachdem der Mensch sich losgelöst hat, im 3. Kapitel. Und ich werde euch zuerst noch kurz den Kontext vorlesen, Vers 8. Am Abend, als ein frischer Wind aufkam, hörten sie, wie Gott der Herr im Garten umherging. Es steht sonst nicht, aber es ist so meine Vorstellung von einer intimen Beziehung. Dass so wie Gott und der Mensch spazieren im Garten. Ich glaube, das war wahrscheinlich bildhaft gesprochen gewesen. Vielleicht sind die miteinander am Spazieren gewesen. Und jetzt ist Gott wieder da und geht auf einen Spaziergang. Und dann kommt die Frage dort, Mensch,
wo bist du? Wo bist du? Und da kommt so für mich der Ausdruck von dieser Intimität von Gott. Mensch, wo bist du? Das ist nicht eine Frage nach Information, sondern Mensch, wo bist du? Da ist etwas zerbrochen, da ist etwas auseinandergegangen, wo nicht hätte auseinandergehen, wo nie die Absicht war, dass es auseinandergeht. Wo bist du? Das ist die grosse Frage von unserem Schöpfer nach seinem Geschöpf, von unserem himmlischen Vater nach uns als seine Kinder. Wo bist du? Und drückt so schön aus, dass es wirklich eine intime Beziehung ist, die Gott mit uns Menschen gedacht hat. Und dort stehen wir. Oder die Geschichte, die geht weiter. Die Geschichte, die geht weiter. Und das wäre jetzt spannend, das Ganze quer durch die Bibel im Detail zu verfolgen. Wir machen einen ganz kurzen Abriss, oder? Die Geschichte, die geht weiter und der Mensch, der hat sich eigentlich etwas gesagt. Schau mal. Der Mensch mit dem hat gesagt, ich will Gott los sein. Ich will ihn los sein, der Gott. Ich will selber. Und in dem, dass der Mensch gesagt hat, ich will Gott los sein, ist er gottlos geworden. Gottlos hat Verhalten gebracht, die zerstörerisch sind für ihn selber, für andere Menschen. Aber, und das ist speziell, vielleicht können wir es einblenden, aber er wird Gott nicht los. Oder? Er wird Gott nicht los. Der Mensch, egal ob er sich das bewusst ist oder nicht, er wird Gott nicht los. Und ich glaube, das ist das Symbol von dem abgeschnittenen Faden, von dieser Beziehung, wo irgendwie durchtrennt ist. Du wirst Gott nicht los. Irgendetwas im Innersten von uns sagt uns, wir sind eigentlich für eine Verbindung geschaffen, die mehr ist als alles andere, was wir kennen. Und das ist das Dilemma von uns Menschen. Wir sind unterwegs und sagen, warte mal, ich wünsche mir eigentlich zusammen mit dem Gott, oder eben nicht, ich wünsche mir mit dem Gott zusammen zu sein, sondern ich weiß, da fehlt mir etwas, das ist die Sehnsucht, die ich nie stillen kann. Und wir versuchen, die irgendwo zu stillen. Vielleicht in der Horizontalen, bei anderen Menschen, und wir denken, wo komme ich das über? Wo ich spüre, dass ich es bräuchte, die Verbindung, die Nähe, die vorbehaltlose Liebe, aber wir finden sie nicht. Kein Mensch kann uns die vorbehaltlose Liebe geben, die wir brauchen. Und wir strecken uns aus in eine andere Ebene, in die Vertikale, ob es mit Religion, mit Spiritualität ist. Und wir sagen, okay, irgendwo muss doch da jemand sein, wo wir uns daran aufhängen können. Und wir denken, ja, was könnte denn das sein? Und wir machen da alle möglichen Götzen oben an. Ich habe da einen ganz schönen mitgebracht. Oder? Plötzlich sieht dann Gott so aus, oder? Und wir versuchen uns irgendwie daran aufzuhängen oder als Cookie-Monster oder was auch immer. Wieso? Ja, wir haben nur unsere Vorstellungskraft von dem, wie wir denken, ja, das ist wahrscheinlich der Gott. Oder? Alles, was wir uns von Gott vorstellen können, ist immer ein Zerrbild von Gott, ein Gottersatz. Da kannst du ein Portemonnaie oben anhängen, das ist für die einen auch so ein Götz oder was auch immer. Und das ist das Dilemma vom Menschen. Und die Verbundenheit mit ihm hängt so da wie eine Nabelschnur fast, oder? Zum sagen, irgendwie ein Zeichen, nein, ich bin einmal verbunden gewesen und da ist etwas nicht mehr in dieser Art und Weise verbunden. Und das ist das Dilemma vom Menschen. Auch in Bezug auf Gott. Jeder Versuch von unserer Seite, dass wir jetzt denken, okay, mit dem Gott, ich mache jetzt einfach wieder auf Beziehung mit dem Gott, endet dorthin, dass wir ein Zerrbild haben von Gott, dass wir einen Götz haben, einen Gottersatz, den wir eigentlich selber erschaffen haben. Und die einzige Chance, die wir haben, ist, dass Gott selber sich uns zeigt, oder? Gott selber muss kommen und sich uns zeigen. Und das hat er auch gemacht, quer durch die Geschichte durch. Wir sehen es im Alten Testament, wie Gott kommt und sich zeigt. Und es wäre spannend, die Geschichten anzuschauen. Haben wir nicht, oder? Gott kommt uns näher. Der Gott, der grosse, mächtige Gott,
der sagt, und ich liebe dich im Fall immer noch, Mensch. Und er kommt und er zieht den Mensch zu sich. Aber was sagt der Mensch? Nein, ich bleibe eigentlich lieber auf Abstand. Vielleicht verschreckt der Mensch, das sehen wir am Sinai, wo das Gesetz kommt. Was heisst, da ist der Drohfinger von Gott, weil der mächtige Gott kommt. Du kannst wie nichts damit anfangen und denkst, wow, Hilfe. Ich gehe lieber weit weg von dem. Der ist zu krass, weil der drückt mich vielleicht nieder. Ja, vielleicht gibt es ihn. Aber der macht etwas mit mir, was ich nicht will. Und der Mensch bleibt auf Abstand. Weil er mit dem grossen Gott nicht umgehen kann. Und dann macht Gott etwas, was absolut faszinierend ist, einmalig. Gott, der uns Menschen, wir haben es gesehen am Anfang, auf seine Augenhöhe aufgeklopft hat. Er macht etwas und kommt auf unsere Augenhöhe runter. Oder Gott wird Mensch. Gott wird Mensch. Das ist die Geschichte um Jesus Christus. Das ist das, was wir in ein paar wenigen Wochen feiern, an Weihnachten, dass Gott Mensch wird. Er wird einer von uns. Er kommt auf unsere Ebene runter, damit wir irgendwo überhaupt wahrnehmen können, wer er ist. Wir hätten sonst keine Chance. Sonst ist es immer der grosse Finger und wow. Und er kommt auf unsere Ebene. Aber im Philipper 2 heißt es, dass Gott, dass er seine Herrlichkeit zurückgelassen hat. Dass er all das, was er hat, verlässt, um uns näher zu kommen. Und das hat er in Jesus Christus gemacht. Und er kommt, der Jesus, und zeigt, schau mal, Leute, da gibt es die Verbindung immer noch. Da ist immer noch das, wo man denkt gewesen wäre, die Verbindung zwischen dir und deinem Gott. Und er zeigt uns, wie Gott wirklich ist. Er zeigt uns, was ist denn der Charakter von Gott? Was ist denn das? Und das möchten wir miteinander kurz lesen. Ich gebe euch ein bisschen Kontext noch dazu. Im Johannes 14. Die Jünger kommen und quetschen Jesus aus. Johannes 14, 8-10. Da bat Philippus, Herr, zeig uns den Vater, dann sind wir zufrieden. Zeig uns Gott. Und dann kommt der Text, dass Jesus sagt, ich bin nun schon so lange bei euch und du kennst mich noch immer nicht, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Gott selber ist näher gekommen und Jesus sagt, wer mich sieht, der weiß, wie Gott ist. Und es ist interessant, in der Beziehungswissenschaft gibt es zwei ganz vordergründige Sachen, die Intimität fördern und Stand bringen. Das erste ist Selbstmitteilung. Dass du dich selber zeigst, wie du wirklich bist. Und genau das macht Gott in Jesus in einer Art und Weise, wie wir es verstehen können. Und das zweite ist, dass du auf dein Gegenüber eingehst, mit dem, was es wirklich zutiefst braucht. Und genau das macht Jesus in seinem Leben auf dieser Welt. Er geht umeinander, er heilt, er befreit. Er zeigt nicht nur, wie der Vater ist, indem er redet, sondern er zeigt, er handelt. Er sagt, schau mal, so ist Gott euch gegenüber. Er ist für dich. Er ist für dich. Er ist für dich. Und das ist genau das, was Jesus zeigt. Und er geht so weit, dass er das nicht nur während seinem Leben sagt, sondern er geht in ein Extrem. Er geht in ein Extrem, dass es sogar zum Äußersten geht. Das ist dort passiert, oder? Am Kreuz. Grössere Liebe hat niemand als der sein Leben gibt für seine Freunde. Hat Jesus im Johannes 15, 13 hat er das gesagt. Die grösste Liebe hat der sein Leben gibt für seine Freunde.
Jesus lässt sich kreuzigen von seinen Menschen. Er gibt ihnen so eine Freiheit, so einen Freiraum, dass er sagt, du kannst sogar in das Extrem gehen mit mir und ich habe meine Arme sogar symbolisch immer noch ausbreitet dir gegenüber. Ich bin da und ich sage, ich bin immer noch für dich. Du kannst mir alles antun, ich lasse alles mit dir machen. Ich, der allmächtige Gott, lasse das mit mir machen, um dir zu zeigen, dass ich wirklich die Verbindung mit dir will. Und später sehen wir, größere Liebe hat niemand, als dass es sein Leben gibt für seine Freunde. Nein, es ist sogar für seine Feinde, die nichts mit ihm zu tun haben. Und damit zeigt er etwas, was für ein Gott wir eigentlich haben. Mit welchem Gott wir es eigentlich zu tun haben. Und Jesus macht mit dem Möglichkeit frei, räumt alles aus, was es irgendwie gibt, dass da wieder die Verbindung kann hergestellt werden kann. Dass du eine Chance hast, wieder anzuknüpfen bei ihm und die Verbindung wieder herzustellen mit ihm. Du musst nicht. Nach wie vor musst du nicht. Kein Mensch muss das. Aber er hat alles gegeben, um in die Nähe hineinzukommen. Und darum die Frage, Mensch, wo bist du? Wo bist du? Bist du immer noch abgewendet oder bist du zugewendet? Wo bist du? Die Einladung ist da. Ich kann mich an den Jesus binden. Und schau mal, Jesus selber, Gott selber, hat den Schritt schon gemacht. Er hat sich selber eingeschränkt, damit wir wieder andocken können. Und es ist an uns, ob wir sagen, ich will auch zu dir ankommen. Ja, das ist eine Einschränkung. Liebe schränkt immer ein. Jeder, der jemals geliebt hat, weiß, das hat mit Freiheit aufgeben zu tun. Aber nicht gezwungenermaßen, sondern freiwillig. Das ist das, was zu dem hat, wieder zusammenzukommen. Zu dieser Verbindung, wie sie ursprünglich gedacht war. Und das ist die Einladung. Das ist die Einladung. Und das ist die Frage heute. Wo bist du? Mensch, da steht Adam. Ist auch ein Eigenname. Kannst deinen Namen einsetzen. Wo bist du? Christian, wo bist du? Irene, wo bist du? Wo bist du dort drin? Was für eine Art von Beziehung hast denn du mit Gott? Wie siehst denn du das? Oder du kannst hingehen und du kannst lügen, dass es Gott gibt. Das kannst du machen. Und du kannst voll so leben. Und trotzdem ist da noch der abgeschnittene Faden, wo du, wenn du ehrlich bist, merkst, irgendwo merke ich bin für etwas geschaffen, wo ich auf dieser Welt nicht sehe. Und das bringst du irgendwie einfach nicht weg. Verschiedenste Philosophen quer durch die Zeit haben das immer wieder feststellen müssen. Irgendwo ist da eine Sehnsucht, eine Verbindung, die auf das ist. Vielleicht bist du auch unterwegs und hast falsche Beziehungsbilder. Du bist vielleicht schon ganz lange mit Gott unterwegs. Und ich habe gehört von der Dabrina, ihr seid schon lange stark dran, um die Beziehung mit Gott zu leben und das noch zu verstärken und Gebet. Und das ist so etwas Starkes. Aber es ist doch mal eine spannende Frage, zu sagen, in all diesen Sachen, die wir als Christen machen, wie sind wir da drin? Auf welcher Beziehungsebene sind wir denn da drin mit Gott? Ist es das, dass du eigentlich das Gefühl hast, nach wie vor, das ist irgendwie so ein Marionettending? Gott, der die Fäden zieht in deinem Leben. Wenn du so ein Bild von Gott hast, dann wird das nie zu dieser Intimität führen, wo du denkst, der macht einfach sowieso, was er will. Oder ist das Bild, dass du das Gefühl hast, Gott fesselt dich irgendwie an ihn an, ob du das jetzt willst oder nicht. Du bist eingeschränkt, ob du das willst oder nicht. Ja, ist das Falsche, so zu denken? Das ist gar nicht die Frage. Es ist die Tatsache, dass du so denkst. Und vielleicht ist es an der Zeit, eine neue Sicht von Gott überzukommen.
Eine Sicht, wie er sich selber uns gezeigt hat in Jesus Christus. Vielleicht lebst du eine Verbindung mit irgendeinem Gott, mit irgendeinem Bild von Gott, das so ganz anders ist. Als irgendetwas, das wirklich der Wahrheit entspricht. Ein Gott, den du dir selber zusammengezimmert hast. So herzig, wie er auch aussieht. So fluffig und flauschig, wie er vielleicht ist. Oder vielleicht ist es auch ein eiskalter Metallklotz, der da runterhängt. Die Frage ist, wo bist du? In welcher Beziehung stehst du mit Gott? Weil die Beziehung wirst du nicht los. Aber die Frage ist, wie siehst du sie? Oder ist es eine Beziehung, die auf dem basiert, dass du sagst, er hat alles gegeben. Und darum wage ich mich jetzt Schritt für Schritt, ihm näher zu kommen. Das ist nicht Batschbumm. Manchmal sind es Schritte mit Furcht und Zittern. Und du sagst, okay, ich wage es, ich komme dir näher. Und weißt, genau so war es bei mir. Ich hatte ganz verschiedene Phasen mit diesen Gottesbildern, Marionetten. Ganz lang, ich bin christlich aufgewachsen. Gott, der eigentlich für mich eingeschränkt und gefesselt und knebelt und alles miteinander. Ich hatte nie den Mut gehabt, zu sagen, ja, dich gibt es nicht, ich hänge mit dem Ganzen ab. Für das war mein Gottesbild viel zu fest mit Angst beleidigt. Oh nein, das kannst du nicht, oder? Aber ich gemerkt habe, dass Gott ganz anders ist, als ich es gedacht habe. Viel besser. Viel näher. Dann hat mich letztlich seine Liebe gewonnen. Ich dachte, wow, ja, in dieser Beziehung will ich sein. In dieser intimen Verbundenheit, wo ich ihm Stück für Stück näher kommen will, weil er ist schon längstens näher gekommen zu mir. Wo bist du? Wo bist du? Ganz ehrlich, nicht das, was eigentlich gedacht wird in dieser Kirche, wo du solltest sein. Wo bist du? Ich möchte jetzt Zeit geben, um 2 simple Sachen zu machen. Einfach wie im Gebet einerseits loszulassen. Falsche Gottesbilder loszulassen. Und sagen, ich gestehe mir ein, da ist irgendetwas schief. Ich merke, es tut mir eigentlich auch nicht wahnsinnig gut. Und das jetzt dann gerade miteinander im Gebet loslässt. Und dass du dich auf Gott selber einlässt. Das ist ein Risiko. Intime Beziehungen sind immer ein Risiko. Gott ist das Risiko längstens eingegangen. Und er gibt uns den Freiraum, dass wir das genauso machen können. Und dort drin hineinzukommen. Nichts Statisches. Und ich möchte jetzt gerade zusammen mit euch beten. Auf dem Weg dahin bin ich schon mit Jesus im Gespräch gewesen. Ich habe gesagt, Jesus, hast du sonst noch irgendetwas, was du heute Morgen tun willst? Es sind mir 2 Sachen in den Sinn gekommen. Ich habe das Gefühl, es hat heute Morgen jemand da, ich weiß nicht, ob es in diesem Raum ist oder im anderen Raum oder daheim im Livestream, wo erst gerade kürzlich eine geliebte Person verloren hat. Ich weiß nicht, ob es der Partner oder so ist. Und seitdem wie eine Blockade da ist und denkt, Gott, wieso hast du das gemacht? Wieso hast du das zugelassen? Was bist du für einen? Nicht ausgesprochen, glaube ich, bei dieser Person, sondern aber irgendwo drin. Wie eine Blockade dazwischen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass du hörst, ich habe wieder den Eindruck, dass Gott sagt, das bin im Fall nicht ich gewesen. Nein, ich bin da und ich bin da, um zu trösten und dich in die Arme zu nehmen. Ich glaube, dass Gott ein Stück weit Heilung will bringen heute am Morgen. Und das Zweite, was mir in den Sinn kam, ist, ich glaube, es hat jemand da, ich weiß nicht, ob es eine Frau ist, die doch schon länger her fest enttäuscht worden ist von Christen. Und seitdem wie eine Blockade auch hat in Bezug auf Gott und sagt, so wie das, was ich erlebt habe, habe ich das Gefühl, so bist du eigentlich auch wenn es nicht ausgesprochen ist. Ich glaube, es ist wichtig zu hören, nein. Gott ist manchmal ganz anders als seine Kinder. Leider, oder zum guten Glück.
Gott lädt dich ein und sagt, komm zu mir. Auch durch all die Schwierigkeiten durch. Jetzt möchten wir beten miteinander. Ich will euch in diesem Gebet drin leiten, wenn du das wettest, wenn du sagst, hey, ich will so ein Gottesbild loslassen und mich neu einlassen, vielleicht auch zum ersten Mal, vielleicht bist du daheim und sagst, eigentlich, hey, jetzt sehe ich, der Jesus ist da und der ist so anders, als ich denke, vielleicht auch zum ersten Mal. Dann kannst du das einfach so sitzen tun. Manchmal hilft es, wenn man irgendwie wie so ein Schrittchen geht. Du kannst auch aufstehen, da drin oder daheim, auch wenn es komisch ist, daheim im Sofa, wenn du sagst, hey, das bin ich und wir möchten miteinander beten. Lasst uns beten. Vater im Himmel, du bist so viel besser, als wir denken. Immer. Ich muss nicht mal wissen, was jeder Einzelne, der jetzt da eingeklinkt ist, von dir denkt. Ich weiss, du bist immer besser. Und es tut uns leid, wenn wir dich falsch gesehen haben. Nicht absichtlich vielleicht. Vielleicht durch ganz schwierige Umstände durch. Aber es tut uns leid, wenn wir dich als einen einschränkenden Gott gesehen haben, der uns bindet. Als einen, der uns wie eine Marionette behandelt. Als einen, der uns vielleicht unterdrückt oder mit dem Drohfinger kommt. Oder in irgendeiner anderen Art und Weise. Wir möchten heute Morgen sagen, wir lassen das los. Vielleicht machst du das jetzt gerade vor deinem inneren Auge, dass du es wie loslässt. Du sagst, ich lasse das los. Im Bewusstsein, dass du vielleicht immer wieder das krallen und wieder sich daran festhalten, weil es etwas Bekanntes ist. Aber allmächtiger Gott, wir lassen das los und wir geben es dir hin. Wir legen es dir zu Füßen. Du weißt, was mit dem anfangen. Und wir lassen uns jetzt ein auf dich. Und vielleicht hilft es ihm, wie die Arme entgegenzustrecken, so wenn du etwas empfängst und sagst, ich will dich so, wie du bist und ich will dich kennenlernen, mehr und mehr. Und danke, dass du das heute Morgen machst. Jetzt gerade in diesem Moment, wir müssen nicht auf etwas warten, dass du jetzt gerade begegnest, weil du bist da. Du bist kein Hirngespinst, du bist keine Theorie, du bist da. Danke, dass du uns begegnest. Und in dieser Haltung gehen wir jetzt in die Zeit der Anbetung, in die Zeit des Worship hinein. Nutze die Zeit als einen Begegnungsort mit dem lebendigen Gott. Begegnung mit ihm. Und das erste Lied drückt das super aus. Er ist der König, der Schöpfer. So viel grösser, so viel unendlich weit weg eigentlich von uns wäre. Und doch nimmt er uns auf seine Augenhöhe und sagt, du bist mein Freund. Gott ist da.